Die grosse Schnäppli-Jagd ist ausgerufen worden. Auf allen Kanälen werden wir mit vermeintlich besten Sparangeboten bombardiert. Und damit wir auch ja nicht zu kurz kommen, haben die einen Firmen nicht nur den Black Friday angesagt, sondern machen wir den Black Week daraus. Oder der Telekommunikationskonzern Salt, der hat sogar gerade den ganzen Monat gekapert, oder? Black November heisst es gross. Aber ja, die lieben True Metalheads, was machen die den nächsten Samstag, wenn ihr alles Geld schon am Freitag ausgegeben habt? Darum sage ich, warum Geld verprassen am Black Friday? Spart euch besser für einen Black Sabbath. Ja, nein, im Ernst. Ich glaube, es ist gut, wenn wir in dem Black November innehalten, dass wir am Anfang von der Black Week vor Black Friday nachdenken, wie wir in der nächsten Zeit mit dem Materiellen umgehen, das uns anvertraut ist. Jesus hat uns ein paar wichtige und gewichtige Worte dazu zu sagen. Der Jan liest uns jetzt aus dem 6. Kapitel vom Matthäus-Evangelium. Und nachher hören wir dann, was Tourniquet im Song Where Moth and Rust Destroy daraus gemacht hat. Häuft keine Schätze auf der Erde an. Hier werden Motten und Rost sie zerfressen und Diebe einbrechen und sie stehlen. Häuft euch viel mehr Schätze im Himmel an. Dort werden weder Motten noch Rost sie zerfressen und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren lieben. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Wir können nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. In our lives.
auf jeden Fall, wenn ihr euch mal noch die ganzen 7,5 Minuten von dem Song gönnt. Aber wie es textlich zum Teil doch ein bisschen gar schnell gegangen ist, lese ich euch die Übersetzung noch einmal in aller Ruhe. Die Welt ist schnell dabei, uns zu erzählen. Ja, die Medien drängen uns, dass, wenn ich etwas habe und du nicht, das der Unterschied in unserem Los ist. Wenn du deine Freude steigern willst, dann musst du dieses Spielzeug erwerben. Denk daran, ein Kuss ist nur ein Kuss, ein Lächeln ist nur ein Lächeln. Die Dinge, die du besitzt, werden dich nicht versöhnen oder dich vor dem Leben bewahren, das du gesät hast. Wo Motte und Rost zerstören, ein Land voller Tränen und Traurigkeit, wenn die, die ihr Vertrauen in Dinge setzen, herausfinden, dass es nur Wahnsinn ist. Genieße alles, was Gott dir gibt, aber stell sicher, dass du hindurchsehen kannst, durch den Dunst, der die Klarheit blockiert, um die Ewigkeit zu sehen. Von Dingen, die Bestand haben und von Dingen, die es nicht tun. Von Entscheidungen, die wir treffen sollten, es aber nicht tun. Wenn du nur dein Ohr neigst, es gibt etwas, das du hören musst. Höre auf seine Worte und du wirst frei sein. Von der Liebe zu mehr als zu mich. Wo Motte und Rost zerstören, ein Land voller Tränen und Traurigkeit. Wenn diejenigen, die ihr Vertrauen in Dinge setzen, herausfinden, dass es nur Wahnsinn ist. Wähle. Du musst wählen. Du musst wählen, wem du dienst. Starke Worte. Wahre Worte. Aber auch heikle Worte. Weil wenn wir mit der Brille von Where Moth and Rust Destroy auf die Worte von Jesus schauen und nicht aufpassen, dann landen wir leicht auf einer Fährte, die höchstens die Hälfte der Worte ist. Und uns, glaube ich, von der echten Challenge, die wir drin abhalten. Seneca dichtet: When those who put their faith in things find out it's only madness. Also, wenn diejenigen, die das Vertrauen in Sachen, ins Materielle setzen, herausfinden, dass das nur Wahnsinn ist alles. Das ist eine gewisse Denkrichtung, oder kann man hier hören. Wir sind in guter Gesellschaft, wenn wir das Problem mit dem Geld und unseren Gütern so verstehen, als ob es einfach vor allem darum geht, dass wir unser Herz nicht daran hängen sollen. So nach dem Motto, ja, das Materielle ist zweitrangig, das Wahre, das ist eben das Geistliche, das Geistige. Und mit dieser Weltsicht, da sind wir zum Beispiel auf einer Linie mit dem grossen Philosoph Platon. So verlockend, einleuchtend das klingt, stimmt das auch? Ist das Materielle zweitrangig und das Geistige, das Wahre, das erstrangig? Jesus unterscheidet sehr wohl zwischen zwei Ebenen. Ja, er unterscheidet zwischen Schätzen auf der Erde und Schätzen im Himmel. Ja, er unterscheidet zwischen zwei Herren, Gott und der Geldmacht Mammon. Aber wir müssen genau anhören. Jesus sagt nicht, hängt dein Herz nicht ans Materielle. Aber wenn es das ist, was wir mit dem Wort von Jesus so meistens so verstehen. Nein, Jesus unterscheidet nicht zwischen geistig-ideellen Wert und materiellen Wert. Jesus ist blöderweise viel praktischer. Er meint tatsächlich, dass wir von unserem Geld und von unseren Gütern ganz konkret grosszügig an andere weitergeben sollen. Es ist nämlich der Holzweg, wenn wir geistliches, ideelles und Materials voneinander trennen. Das kann man nicht. Jesus sagt, dort, wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Schatz und Herz, das ist verbunden. Das Herz, das meint in der Bibel dein geistiger Kern als Mensch. Der Kern von deinem Willen und die Quelle von deinen Taten. Jesus sagt nicht, hängt dein Herz nicht an materielle Schätze, sondern er sagt, dass dort, wo deine materiellen Schätze sind, dass auch dort dein Herz ist. Das Herz folgt deinen Schätzen. Wie du deine materiellen Güter einsetzt, zeigt,
wie du wirklich Prioritäten setzt. Es zeigt, wem du wirklich dienst. Es ist letztlich vergebene Liebesmühe, wenn du versuchst, dein Herz nicht als Materielle zu hängen. Es gibt immer eine Verbindung zwischen deinen Gütern und deinem Geld. Und darum gibt der Schatz dort hin, wo dein Herz soll sein. Die Logik von Jesus ist eigentlich ganz simpel. Es geht nicht einfach ums Jenseits, aber es geht auf der einen Seite ums Reich von dieser Erde, das vergeht, und auf der anderen Seite ums Reich vom Himmel, das mit Jesus schon abgebrochen ist und nicht wird vergehen. Und jetzt ist es wie mit der Altersvorsorge. Das Geld und die Güter, die du nicht für deinen Lebensunterhalt brauchst, wohin zahlst du ein? In welches Reich investierst du das? Der Wort von Jesus: Sammelst für dich Schätze auf der Erde oder sammelst Schätze im Himmel? Aus anderen Stellen bei Jesus wird eindeutig klar, was Schätze im Himmel sammeln heisst. Wenn das Geld, das über den Lebensunterhalt ausgeht, weitergehen, bis von dem Spenden an Bedürftige und ja einfach zur Ausbreitung vom Reich von Gott in Wort und Tat. Einzahlen aufs Himmelskonto heisst, von deinem Geld, das du nicht für deinen Lebensunterhalt brauchst, weiterzugeben. So simpel, wie eben auch herausfordernd. Der Zusammenhang zwischen Herz und Schatz ist mir vor ein paar Jahren beim Lesen von einem historischen Roman zuerst mal so klar geworden. Der deutsche Autor Titus Müller schreibt im Buch «Der Kalligraph des Bischofs» über die mittelalterliche Kirche in Turin. Und wenn wir heute all die prächtigen Kirchenbauten sehen, ja, dann denken wir nicht zu Unrecht, meistens auch Ausbeutung. Wie Kirchen nur können arme Menschen das Geld um Sack ausziehen, um die prunkvollen Bauten zu stellen. Und ja, das ist echt tragisch und von Art eigentlich auch pervers, oder? Der prächtige Petersdom in Rom zum Beispiel, den gibt es nur wegen der Ablassbriefe, wegen dem Ablasshandel, einfach dieser manipulativen Angstmacherei und Seele wegführen. Das war ein Auslöser für die dringend nötige Reformation. Aber wie dank dem historischen Mann von Titus Müller auch checkt, Prunksucht, Manipulation und Ausbeutung, das ist nur eine Sache für den Prunk in den Kirchen. Das ist wirklich nur ein Teil, es gibt auch eine andere Linie. Ganz viele, gerade auch arme Menschen, haben Jesus nämlich konkret und ganz praktisch verstanden. Der, wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Also dann stecken wir doch unsere Schätze dort her, wo unser Herz soll sein. Wir sind ja sowieso dort, wo der Schatz ist. Also wir stecken die Schätze dort her, wo unser Herz soll sein. Wir stecken unseren Luxus in die Kirche. Weil unser Zuhause, ja, das können wir nicht wirklich luxuriös gestalten, aber wenn wir unsere Mittel zusammenlegen, dann können wir in der Kirche einen Ort der Schönheit schaffen. Wenn unsere Herzen dann dort angezogen werden zu den Schätzen, wenn sie in der Kirche sind, dann sind sie am richtigen Ort, dann sind sie bei Gott. Das ist auch unser Herz bei Gott. Ich glaube nicht, dass wir heute neue Kathedralen bauen sollen. Aber die Logik vom Schatz und dem Herz ist noch die gleiche. Darum überleg dir doch, woher soll es dein Herz ziehen? Wohin investierst du das, was du nicht zum Überleben brauchst? Oder einfach zum Leben? Mir ist ganz wichtig, natürlich geht es bei Gott und in der Kirche nicht nur ums Geld. Gott will dich als ganzer Mensch. Er möchte dich mit deinem Herz, deiner Zeit, deinem Einsatz, aber er will dich ganz. Und darum geht es da auch um unseren Besitz. Herz, Zeit und Einsatz, das ist mir persönlich viel wichtiger als Geld. Ticken wir alle ein bisschen anders. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass sich beim Geld halt etwas wie exemplarisch auch zeigt. Es eben nicht nur mit Gedanken und Worten ausgesetzt, sondern auch das, was wir sagen und denken, auch wirklich ernst meinen. Und wir eben geistig, ideelles und materielles nicht einfach so falsch voneinander trennen, sondern dass bei uns eben zusammengehört, was auch zusammengehört. Aber damit ich jetzt nicht missverstanden werde, muss ich unbedingt noch etwas Persönliches zur Menge vom Spenden sagen. Vielleicht geht es dir ja wie dieser Person, die ich vor einem Monat hier im Heavy Sanctum mit ihr geredet habe. Die Person hat mir gesagt, weisst, ich würde ja gerne auch für die Metal Church spenden. Ich
finde das so toll und wichtig, was ihr da alles macht. Aber ich habe wirklich kein Geld. Ich habe heute Abend gerade mal noch einen Franken im Portemonnaie. Was ist das schon? Mir ist dann die Begebenheit von Jesus in den Sinn gekommen, wo sie mal mit ihm über Tempelsteuer diskutiert haben. Jesus hat damals gesagt, dass das Fünfe, das eine arme Witwe für einen Tempel gespendet hat, viel mehr Gewicht habe als die grossen Beträge, die aus dem Überfluss gespendet worden sind von anderen. Weil das Fünfe für die Witwe alles war, was sie hatte. Ich habe mit dieser Person über die Geschichte kurz geredet. Und es hat mich dann doch sehr berührt, als ich beim Leeren vom Opferstock beim Ausgang einen einsamen Einfranken gefunden habe. Der eine Franken, das ist so ein gewichtiger Schatz im Himmel. Du weißt selber, was deine finanziellen Möglichkeiten sind. Oder eben auch deine Grenzen. Und ich rede jetzt über Geld. Und merkt ihr, es hat jetzt kein manipulatives Halleluja-Keyboard, das ich Spendenlaune versetzen soll. Weil die Frage der Schätze auf der Erde und der Schätze im Himmel sammeln, das ist ganz allein eure Sache. Zwischen dir und Gott. Das ist eine Sache vom Herz, aber auch genauso vom Verstand. Es geht auch nicht einfach um heute Abend. Wir glauben einfach, dass der kommende Black Friday die grundsätzliche Challenge für uns alle sichtbar macht. Wo sammelst du deine Schätze? Auf der Erde, wo sie Motten und Rost fressen? Oder im Himmel, im Reich von Gott, wo es keine Inflation gibt? Auf welches Konto zahlst du ein? Und das, was du nicht selber zum Leben brauchst? Das ist die Frage. Häuft euch Schätze im Himmel an, dort werden weder Motzen noch Rost sie zerfressen und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ich lobe dich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk sagt: Amen. Amen.